Well, goedemorgen, vriend. Met Jeent, Mr. John Peters hier met Dank is uit Gottes Woord. Mes 3, we zijn in Matthäus kapitel 3 van Deus Mars, Maart de 5e, 2022. So dat tweemaal hadden we gereed van Johannes de Tauefer, Johannes de Tauefer, John the Baptist. En hebben we in Vergang, hebben we einer, wat den Weg uitmaakt voor Jezus Christus. God is helemaal aan de eng, niet zo? Hij heeft weten dingen uitmaken. En verken van wie leven, dat is alle uit, dat is geen hoepding, dan heeft God nog 10 miljoen wegen om dingen uitarbeiten. En dient in mijn leven. Prijs dem Herrn, niet zo? En zo hij had hier, dat we al 500 jaar blootstellen hier was. De schrift zegt, dat we keine openbaring, we keine profeten. De mensen hadden zich al gebankt naar God, naar zijn woord, naar openbaring. Nu op eenmaal is er en Johannes de Tauefer, die dat buße predigen. Der is dries, der is een beetje zo anders. Der heeft kanaalnader voor zijn kleider, voor zijn eten. Als heerschrijk en willen honig, dat is dus wanneer hij grashoppers eten deed. En hij had een boodschap, en de boodschap hier, dat Königreich als bald wat hier. En nu kan zijn dat Königreich als al gekomen, wenn Jezus als al gewas. Über seine Arbeit, wie dat sagt, dat haben wir gewahrgesagt worden, gesagt worden von den Propheten, geprophezeit worden, dat hij wird kommen. En hij wird den Binum haben Elia. So Menschen werden haben verken Luther gewonnen, wie dat Elia? Nou, dit weer Johannes de Tauefer, hij weer de kleine vader van Jezus, wegen de schrift sagt, dat Maria en Elisabeth weer Johannes zijn mama, dat weer nichten, dat weer cousins. En zo dat merkt Johannes dan Jezus zijn second cousin, zijn kleine vader. En Johannes de Tauefer, weer zijn ene mens, wij hadden roep, en dat we den Weg uitmerken voor Jezus Christus. En zo hij predigt te al die wat in de aankomst kwam en zum sich deuten lassen und hij predigt gilt dries. Zo'n predikers würden von der Leute nicht lange einen Job haben. Hij nahmt die Menschen, wat er kommen, hij nahmt die Schlangen, wat wil je hier? En dood buße, dood je bekehren, dood ändern. Weet je wat buße meint? Buße meint nicht bloß in Rohren, buße meint nicht bloß, dat die wat leid dat. Buße, dat is het Engelse woord repent, repentance. En dat meint einfach, sei je right voor dit, dat meint omweng. Wanneer die omgewong bent, dan hast die buße gedaan. En dat is wat Johannes hier zegt, dat omweng van op den weg wat je zijn wegen, dat je recht komt. En dan komen we bij deze vers in Matthäus 3 vers 11, wo Johannes zegt, er komt einer, noem ik zeg niet hoe wird, den zijn Schlaren te drehen. En die wat je deuten met een helden jas en met vier. En Johannes zegt, ja, ik doe met woede deuten. Maar er komt een nomi. En Matthäus kapitel 3, vers 11. Die wordt komen met een helden jas en met vier. En dan moeten we vers 12 ook lezen. Zijn vark is in zijn hand. En dat Engelse woord is een winnowing vark. Zijn wetvark. Die is in zijn hand. En hij wordt de draasvloer opklaren. Hij wordt het wijd im stal nemen. En dat meel wordt hij verbrennen met een vuur wat niet uitgaat. En zo waar we den vers ook denken, wat hij te bedienen heeft. En zo, de vrouw is, want dat zegt dat Jezus wordt komen, hij wordt met een helden jas daten. En met vier. Wat bedoelt dat? Wel, de eerste is het niet zwaar te verstaan. Hij zegt, hij wordt met een helden jas daten. Wanneer een mens zich bekeert, dan krijgt hij een helden jas. De schrift zegt over de helden jas is op de ganze wereld uitgegoten. En zo deed hij in jeder hart dat hij aanklappen. En hij deed, Jezus zegt, hij wil over 3 dingen, wil hij ons overvieren. Over zin, gerecht en gerechtigheid. En zo, ik even neem te zijn dat in jeder mens heeft genoeg van den helden jas, even wanneer hij niet bekeerd is,
dass er am überführen kann, das am fehlt in Heiland. Du hast irgendwo wie nahe Flächen gewaschen, wie nahe Flächen Leid drin, aber der Heilige Geist, der ist auf der ganzen Welt ausgegangen. Und Jesus sagt, der wird immer Tränen anweisen. So der Heilige Geist, der wies immer nach Jesus. So ein Mensch, der nicht nur bekehrt ist, nicht von Jesus will, der Heilige Geist schafft von dem. Das ist ein bisschen so, wenn der unputtern das, wenn der unklappen das. Aber wir weten auch, dass Jesus sagt zu den Jüngern, dass ich muss verloren. Aber ich will den Heiligen Geist schenken, der wird ihn leiten, der wird ihn lehren, der wird ihn trösten, der wird ihn Kraft geben. Lothar aus seiner Hechtheit, dann sagt er, gut in Jerusalem und lürt. So, wenn das Jesus mit den Heiligen Geist taufen, wo das fing in Apostelgeschichte Kapitel 2, dann sagt er, dass sie wie in aller Taub 120 Menschen, das sagt sie, den beten und fasten und lüren. Jesus hat ihnen gesagt, lürt und gut nicht rüht, aber je gefällt sein mit Kraft. So, ihnen fehlt Kraft. Und dann sagt er, auf einmal kommt der Wind, und er kommen 4 Flankjes, und auf einmal wird der Heilige Geist uitgegoten auf der Welt, aber besonders auf die Gläubigen. Diese 120 haben besonders Kraft gekriegt, besonders Gaben gekriegt, die können sogar verschiedene Sprachen. Und dann weten wir, was für eine Kraft das wieder wegen Petrus, was ich Angst gehabt hat, und ich mal bei Jesus bleibt, der wird auf einmal so gefällt mit Kraft, er predigt zu tausenden Menschen und 3000 bekehrten sich. Was für eine Kraft wird das nicht? Weil der Heilige Geist wie eben angekommen und am Mann gekommen. Und so dort wird die Taufe von des Heiligen Geistes. Du kannst beten für die Taufe von den Heiligen Geist, aber erstens will ich sagen, dass wenn du bekehrt bist, dann hast du den Heiligen Geist, aber du kannst mehr von denen kriegen, du kannst mehr erfahren mit denen, und du kannst Erfahrung merken mit denen. Du kannst sogar zu den Heiligen Geist beten, Frauabend, um die Dinge wiesen. Wenn die vielleicht die Schrift lesen lässt und du kannst nicht verstehen, sag Heilige Geist, was bedeutet das? Und dann wirst du fertig wundern, was er die für Gedanken hat, was er die uppenbaren hat. Der Heilige Geist hat die Kraft, er lehrt die, er tröstet die. Fertig man einen Schlag gegangen hat, dann hast du irgendwo ein Tröster gewesen, der hat die Deiche führen, nicht auf die Deiche halten, das ist der Heilige Geist. So Jesus wird den checken. Aber was about das 4? Well, für das 4 sind, ich will hier 3 Dinge uitleihen, und ich glaube, die Schrift lautet, sind die Menschen, die plus sagen, dass mein plus ein Ding, der an sich fertig fährt. Weil ich glaube, da kann 3 Dinge meinen, wenn er sagt, dass der Heilige Geist, dass Jesus wird taufen mit 4. Well, eine Uitleihung, und das ist ein bisschen eine schwache Uitleihung, der sagt, dass aus der Heilige Geist kommt, dann kommen die in 4 Flankjes. So sie würden sagen, Heilige Geist in 4 ist das Salzje. Und ich würde nicht gegen streiten, ich glaube, das schafft, ich glaube, dass der geht in den Städten mit der Schrift, und das ist auch so. Das andere, die zweite Uitleihung, was er sagt, wenn er sagt, Jesus wird mit 4 deuten, das ist, wir wollen uns mal fragen, was ist den Heiligen Geist in Arbeit? Weil den Heiligen Geist in Arbeit ist, uns zu reinigen und unsere Dinge weich zu bringen. Wenn die vielleicht Trouble haben mit schlechter Sprache oder schlechter Ohren hätten, der Heilige Geist, der uns hier wenig denken halten, wo wir besser können tun, das ist ein bisschen so ein Brand, nicht so? Er hat mit seinen 4 Dinge weich brennen. 4 merken rein. Das ist was 4 tut. 4 merkt einfach ganz rein. Und das ist unterstellt worden in 1. Thessalonicher 5,19, wo Paulus schrift, dass nicht den Heiligen Geist dampfen. Weißt du, was dampfen meint? Dampfen meint Wut abgeben. Da nicht auf den Heiligen Geist Wut abgeben. Und andere, wir da nicht das 4 uitmerken, was der Heilige Geist in den Leben tut. So für mich ist das eine gute Uitleihung. Die dritte Uitleihung, und ich glaube, das ist die stärkste, das ist, dass 4 redet gewöhnlich von Gerecht. Und wir weten, dass Jesus kommt einen Tag 3. Und er wird nicht kommen aus einem Haar oder einem Heiland, er wird kommen aus einem König, er wird kommen aus einem Richter. Und dort fingen wir hier in Matthäus Kapitel 12. Er sagt, dass die Volk ist in seiner Hand, zum Wort, zum den Wert unterscheiden von dem Mal. Und so, der Tag kommt noch, wo Jesus wird zurückkommen mit Gerecht, und dort ist ein 4. Nu, Markus redet nicht von dort 4. Nu redet bloß von den Heiligen Geist, aber Matthäus redet von den Heiligen Geist auch dort 4. 2. Thessalonicher 1, 3-10 sagt, dass Jesus kommt mit 4 Flammen, die zu erreichen, was nicht Gott will. Und dann fingen wir auch in Johannes 5, 21-23, du hast ein Gerecht, was du lügt für die Menschen, die nicht Jesus annehmen. Das Gerecht ist nur ewig, aber preis dem Herrn, wenn Jesus annimmt, dann kann das Gerecht zu Sieg gehen. Das ist in Johannes Kapitel 5. Leset wahrlich von 21-23.
En dan Offenbarung 20 redt van waar hij komt op een piet, je recht te hebben en rechter te zijn over dat wat je in God zijn. Voor mij is dat de beste uitleiding. Jezus heeft den Heiligen Geist geschickt, zodat we niet dat je recht durven entgegengaan. Dat je recht kan uit den Stich gaan, du maar dat je Jezus aanneemt. Lees bloß Johannes kapitel 3 en Johannes kapitel 5. Du brauchst nicht mal je recht facen. Wenn du kannst, das kriegst du so bei Disney stehst und du hast ein dir Ticket betonen, dann kannst du bei der Land vorbei, dann bist du Fußball Ride. Das wird der Himmel was sein, für Gott seine Kinder. Die dürfen gleich in gerecht durch, kann sein, dass sie gerat sind oder nicht. Die haben das eingereicht, und erst zum Geschenke uitdelen, was wir in Römer von lesen. Von den Geschenken, was waren uitgedeeld worden im Himmel. Dat wordt een fijn gerecht zijn, dat wordt een positief gerecht zijn. So dat is mijn uitleiding. Er zijn drie mogelijkheden. Dat de Heilige Geest komt in vier vlam. De Heilige Geest dat met zijn vier ons brein en ons beter merken. Dat niet de Heilige Geest dampfen, zegt het. Over de beste uitleiding, wat ik weet, dat is dat Jezus komt met het gerecht. En dat is vier. Ik zei dankzij mijn vriend voor Harken. We zijn wel terug met het gewone radioprogramma. Houd het hier op 1250 KIKZ. Wo ich auch stehe, du warst schon da.